Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Jetzt Sag redet denen mal, jetzt redet wir. So, willkommen bei einer neuen Folge von «Jetzt redet wir». Heute mit etwas sehr Speziellem, ein Loco. Für die Leute, die dich vielleicht nicht kennen, Brüder. Wer bist du? Was machst du? Ich bin der Loco, ich bin Labelinhaber, Geschäftsführer, Musiker, Produzent, Vater und so weiter. Geiler Sieg, guter Kollege. Guter 1000 Sachen. Kollege. Ja. Und auch ein normaler Junge von Wiedeke. Genau. Darum sind wir auch eigentlich heute da. Ja, ich kenne den Loco auch durch einen Kollegen. Bruder, weißt du, wie es war? Ich habe den Track «Will noch mehr» ist gelaufen in der Long Street Bar. Ja. Und ich habe ihn zum ersten Mal gehört, das habe ich dir glaube noch nie erzählt, ich habe ihn zum ersten Mal gehört und nebendran bist gerade du gestanden. Ich voll am Abgehen, dort ich so «Shit, was ist das für ein Track?» Und eben, ich bin in Deutschland geboren, aufgewachsen, ich habe Schweizer Musik früher gar nicht gefühlt. Seit Sektion Zürich höre ich auch Schweizer Musik. Und dann hat der Bass mir gesagt, also Brüder, der neben dir, das ist sein Track. So, was? Krass. Ja, So bin ich Bruder. zu deiner Musik gekommen, Brüder. Ich schwöre. Ich fühle Schweizer Rap bis heute noch nicht, Bruder. Es ist also nicht schlimm, Bruder. Wenn du von Deutschland kommst, weißt du, und ich bin aufgewachsen mit Bushido, dies, das, nachher bin ich da gekommen. Und Michael, kennst du ihn? Der Michael, von der ersten Folge kennst du ihn sicher auch. Ja. Der hat immer früher das Schweizer Rap-Lieder laufen lassen. Ich so, Bruder, nimm das weg. Aber heutzutage, Schweizer Musik ist schon nochmal etwas ganz anderes. Es ist eine neue Ära. Ich schwöre, die neue Ära hat begonnen. Voll. Es ist richtig am Durchdrehen. Deine Show war vor ein paar Tagen. Yes. Am Ende wird alles gut für alle, die es nicht haben, noch nicht haben. Da ist das Album. Krank, wirklich krank. Also schlimme Tracks drauf. Ich empfehle es jedem. Und eben, ihr habt eine Albumshow gehabt, die erste Albumshow, die es je gegeben hat, oder? Also das erste Mal haben wir am Ende wird alles gut live performt. Bro, es war ein allgemein riesiger Erfolg jetzt, was gekommen ist jetzt so die letzten paar Monate. Wir sind zum ersten Mal aufs Eis gegangen, charted. Ja. Also wir sind 2 Wochen lang in der Top 10 gewesen. Jetzt haben wir sold out, Kaufleute, die Heime, riesen Heimspiel. Das ist krank. Hey, unglaublich. So, ich bin immer noch ein bisschen baff, was alles am passieren ist. Und auch so schön, wie viele Leute gekommen sind. Weißt, nicht nur Leute, die einfach die Musik fühlen, sondern auch von der Industrie. Und es war einfach hure schön. Ich bin so hure stolz auf unser Team, so, wo jetzt immer grösser am werden ist. Alle haben ihren Job erledigt. Music Director, Logistiker, bis zu den Featurings. Alle sind... Bruder, es war wie ein kleines Festival. Bro, es war krank. Es war wie ein kleines Festival. Und es ist alles gelaufen. Es ist alles wie am Schnürli gelaufen. Es ist nicht einmal, weil ich kann mir vorstellen, die erste grosse Show kann sein, dass etwas schief läuft. Bruder, es ist, als würde das 40 Jahre nur das machen, Bühnenshows machen, man. Es war wirklich krank. Ja, es ist... Weißt, ich sage immer, die Vorbereitung ist sehr wichtig. Und wir haben uns wirklich 2 Monate vorbereitet auf die Show. Es war unsere erste... Nicht unsere erste Show, weißt, so, wir hatten schon ein paar, aber jetzt von diesem Album das erste Mal so richtig mit Music Director und neue Band. Es war sehr krass. Auch unser Music Director hat die Show halt, er ist halt so mit anderen Music Directors so von anderen Ländern ist er immer wieder in Kontakt und fragt Sachen und wie ist das und wie ist das. Und dann hat er das geschickt, halt die ganze Show an ein paar Leute. Und nachher ist ein
er einfach ist er ins Studio gekommen, er so der Stage Manager von Burna Boy. Er hat es hure geil gefunden. Ja, was? Und er kommt und ich sage ihm, ja, Bro, weißt du, easy. Die Leute reden noch viel. Ja. Ich so easy, weißt du. Ich glaube immer erst Sachen, wenn sie da sind. Und einen Tag vor der Show ist der wirklich gekommen von London Okay. und ist mit uns an der Probe gewesen und hat im Kaufleuten das für uns gemacht. Und es war eine schöne Stimmung gewesen, Bro. Geil. Es, weißt du, auch im Team selber, neue Band. Ja, Bro, es ist ein riesen Segen, Bruder. Geil. Dass wir das machen können. Es können nicht viele. Mhm. Es ist so, Bro, von 95% von Musikern zu einem anderen Teil zu gehören, wo von dem leben kann und wo das wirklich funktioniert. Ich bin einfach jeden Tag, Bro, sehr dankbar. Und eben, ich kann gar nicht realisieren, was passiert ist im Kaufleuten am Donnerstag. Es ist so, Abriss gsi, Brüder, es war Abriss gsi, wirklich. Ich bin auch schauen, wirklich. Jeder, der noch nicht war bei euch, sei es jetzt Open Air oder eine Show, wenn ihr wollt, Stimmung, gute Musik habt, wirklich kommt unbedingt vorbei. Krank. Bro, unsere Verbindung eigentlich ist vom Emra, oder? Kann man sagen. Ein Kollege von uns beiden, der mich dann mal mitgenommen hat ins Studio. Und dann bin ich auch oft gekommen, auch die Bühnenshow, bevor es präsentiert wurde, ist ein bisschen reingelassen. Schon dort habe ich gedacht, Ja. oh mein Gott, es wird durchgehen. Und genau so war es gewesen. Also wirklich crazy. Und dann haben wir gesagt, machen wir mal einen Podcast. Ich habe mir 1000 Fragen aufgeschrieben. Also es kann sein, dass es ein bisschen querbeet durchgeht, auch Fragen von der Community, die gestellt worden sind. Wenn ihr auch dort mitmachen wollt, einfach über Instagram mache ich einen Post. Und dann könnt ihr auch Fragen stellen. Ich kann eigentlich mit dir vorgehen, ein Lied mit dir hören und dich dann fragen, erzähl mal, oder nimm dir 3-4 Minuten Zeit und erzähl mal so ein bisschen über dein Leben. Also die Folge wird auch so ein bisschen Deep Talk, ein bisschen Sachen, die ihr vom Loco vielleicht nicht kennt. Und währenddem ich mir die Gedanken gemacht habe, habe ich gedacht, welches Lied will ich laufen lassen. Und mein absolutes Lieblingslied von dir ist Locos Outro. Ich habe es dir auch schon gesagt, also wirklich krank, Gänsehaut, Danke schon vielmals, Bro. 1000 Mal bekommen. Und dann habe ich gedacht, wenn ich das jetzt mache und das Lied laufen lasse, das erzählt doch schon hure viel eigentlich über dich. Macht das dann noch Sinn, oder? ja. Ja, es ist eigentlich genau so ein Song, wo eigentlich alles das beschreibt. Weil der Song ist wie auch so entstanden. Es ist so, ich bin daheim in meiner Küche, ich habe das Sample gehört von Kendrick Lamar, von Keishas Song. Also wahrscheinlich ist es noch von viel früher, aber ich kenne es jetzt so durch den Kendrick. Und es ist mir einfach so mein ganzes Leben durch den Kopf gegangen und es ist eigentlich alles Einfach runterbrettert. Also die Lyrics, sie sind einfach gekommen, Bro. Es ist so wirklich auch in diesen, ich habe jetzt nicht 4 Minuten gehabt, aber sicher so eine halbe Stunde, um einfach alles zu schreiben. Ich habe kein Refrain drin, nichts. Weißt, ich kann einfach alles abschreiben. Und ich habe nicht mal gedacht, soll ich das veröffentlichen oder nicht? Weißt, so, ich wollte es einfach schreiben, weil du bist halt wie in so einem Mood, wo das alles... Ja, es gibt ja so einen Zustand, wo einfach so das ganze Leben mal schnell an dir vorbeigeht. Und das einfach mal schnell festheben auf einem Text. Egal, ob es jetzt rauskommt oder nicht. Dann habe ich es dann auch gezeigt im Studio. Also ich habe es einfach aufgenommen und habe es dann gezeigt an den Jungs. Die so, wow. Weißt du, das Lustige ist, ich habe das am Hero gezeigt.
Ich habe am Hero den Song gezeigt von Kendrick und er hat das hure geil gefunden. Und nachher hat er einen Beatmaker beauftragt, um ihm mit dem Sample einen Beat zu machen. Okay. Und der ist dann ins Studio gekommen und hat dann den Beat gezeigt. Und ich habe den natürlich mitgenommen. Und dann ist mir das die passiert. Und ich einfach geschrieben. Und zuerst habe ich gedacht, komm, ich mache es mit ihm zusammen. Und nachher war es so persönlich, weißt du. Ja. Nachher ist er, wo er das gehört hat, er so, ja, geile Sieg. Danke für die Einladung. Geile Sieg. Ich so, ey, ich bin einfach reingefallen. Und er hat gesagt, ey, es kann nicht besser sein. Und das ist dein Song, weißt du. Auch wenn ich jetzt da die Welt umdreht habe für den Beat. Und er hat mir das nachher wie so, es ist dein Moment und dein Dings und es ist brutal und alle haben es sehr geil gefunden. Ja, und dann haben wir gedacht, machen wir das als Outro. Es beschreibt eigentlich nicht alles, aber es beschreibt sehr so kurz gefasst mein Leben. Bro. Voll, ja. Also dein Werdegang, musiktechnisch sicher mal, auch so ein bisschen, was nebenbei gelaufen ist. Was ich hure spannend finde an dir oder hure stark finde, Bruder, du bist ja früh Papi geworden, oder? Wie alt bist du? 23. 23. Ja. Und wenn man mit 23 Papi wird, ist doch sicher, ich weiß es nicht, ich rede als Laie, ich muss mein Leben im Griff haben, Kind ist da, ich muss Sicherheit bieten, dies, das. Und zu dieser Zeit ist es mit Musik sicher nicht so krass gelaufen, wie es heute läuft, oder? Das ist ja Fakt. Ganz klar, ja. Und auch die Frage, die von der Community hure oft kam, ist, wie hat der Brüder so einen langen Schnuff gehabt, immer dran zu bleiben? Weil sie haben gesagt, ey, es sind schon früher brutal geile Tracks vom Loco rausgekommen, vom Drini auch, von beiden, Hero auch, also die ganze Bande. Aber der Erfolg war wie so nicht gönnt oder keine Ahnung wieso. Und wenn du jetzt Papi wirst und Musik machst und es läuft noch nicht so, wie man sich das wünscht, was gibt dir den Schnuff oder hat dir den Schnuff gegeben, gleich weiterzumachen? Bro, in dem Moment ist so wie, wir haben eben, die Lieder sind schon gelaufen, also ich rede jetzt immer so lokal Zürich. Also in Zürich haben sie es kennt, so unser Movement. Und wir haben dort einen Vertrag bekommen von einem Label. Ich weiß es noch. Wir haben einen Vertrag bekommen von einem Label, also ein Angebot, wo wir dann dort hin sind, reden und ich habe immer gewusst, so, ich komme ein Kind über und weißt, das Label hat mir halt so viel versprochen in dem Moment und es war halt so mein Traum gewesen. Ich so, hey, ja Mann, weil ich kann nicht schaffen, Bro, weißt? Also ich kann nicht schaffen für jemanden, sonst ich bin der beste Arbeiter, weißt? Es ist nicht so, ich kann nicht schaffen, ich bin einfach ein fauler Arsch, weißt? Im Gegenteil. Gar nicht, Bruder. Ich habe einfach gewusst, das ist keine Option für mich jetzt, zum arbeiten gehen, obwohl ich ein Kind bekomme. Und dann haben wir eben das Angebot auf dem Tisch gehabt. Und die Konstellation, wie wir damals waren, habe ich aber gleichzeitig gewusst, dass es nicht funktioniert. Okay. Weil der Vertrag war so für uns als Trio gewesen. Und ich habe gewusst, es funktioniert nicht. Weil ich nicht mit allen offen reden über was gerade meine Situation ist. Dort hat mir meine Frau gesagt, dass sie, weißt, ist in den ersten 3 Monaten war, dort ist alles noch unsicher. Weißt, und du gehst nicht raus und sagen, hey, ich bekomme ein Kind. Erst so nach 3 Monaten schwanger ist es dann so safe, hey, ja, es kommt wirklich. Ja. Und es war alles noch in dieser Übergangszeit gewesen. Und ich konnte es halt wie nicht allen sagen. Ich konnte es nur am Drini sagen. Und ich habe den Vertrag gesehen, ich habe aber gewusst, das stimmt nicht. Und es war dann halt wie so eine Zwickmühle. Und schlussendlich haben wir den Vertrag nicht angenommen. Okay. Obwohl es für mich in diesem Moment wäre es eigentlich sehr gut gewesen, weil
es hat eigentlich meine Karriere hure vorantrieben und so, dass ich Geld verdienen kann. Aber es hat schlussendlich nicht funktioniert. Und ich glaube, dann ist so ein Punkt gekommen, entweder gehst du jetzt arbeiten, was für mich auch keine Option war, oder du gibst einfach 1000% Musik. Gib 1000%. Und das haben wir dann auch gemacht. Wir haben das Label gegründet, Sektion Zürich, der Drini und ich. Wir haben uns getrennt von diesen verschiedenen Leuten und haben unseren Traum verfolgt. Und es war sehr, sehr, sehr schwierig, Bro. Also wirklich, meine Frau hat mir... ich habe dann nebenbei ein bisschen gearbeitet, Bro, so 50%. Aber sie hat mir eigentlich richtig... Ich habe ihr das auch so gesagt, hey, komm, ich will das machen und ich weiß, ich kann es. Und es ist halt schwierig, wenn etwas nicht da ist, an etwas glauben, weißt? Und sie hat mir halt wie dort, Bro, Miete gezahlt, unterstützt. Ich war im Studio, tagelang, weißt? Das Kind ist auf die Welt gekommen. Es war ein Struggle, weil ich verdiene kein Geld. Ja. So, sie hat Geld verdient, aber sie musste arbeiten dafür. Das Kind ist dann eben dann zum Teil bei gewissen Leuten oder kommt mit mir ins Studio. Es war nicht einfach, aber hey, irgendwie durch den Support, so, durch das meine Familie in dem Moment daran geglaubt hat es dann heute, weißt, wenn ich heute sehe, denke ich mir so, wow, ich werde das nie vergessen, Bro. Auch wenn ich Millionen verdiene und ich habe immer das Gefühl, ich stehe in Schuld an meiner Frau, weißt? Okay. Immer. Auch wenn ich ihr, egal was ich ihr gebe, egal Zeit, Geld, was auch immer, ich habe immer das Gefühl, dass ich ihr etwas schuldig bin. Okay. Weil sie halt in dieser Zeit, wo es Ja, nicht gut gegangen ist, dich unterstützt hat, oder bedingungslos unterstützt hat. voll. Und ich bin so ein Mensch, ich schätze das so fest. Und nichts auf dieser Welt kann mir das Gefühl wegnehmen, dass ich dir in Schuld stehe. Ewig, weißt so. Weil es ist ein Moment, wo du nicht an mich glauben musst. Weißt, es ist ein Moment, wo niemand an dich glaubt. Und wenn es dann jemand macht, ich schätze das dann so fest. Ja. Weißt? Und das war der Fall, dass sie wirklich dort vieles auch schwierig, weißt? Schwierig für sie. Und allgemein einfach schwierig war. Schulden dort, Schulden da. Weißt, Krankenkasse und all das Zeug zahlt sich ja auch nicht. Ja, Einfach aber so, fix. Es ist ein Pain in der Schweiz, Es sind wir ist ehrlich. Du voll. hast so viele Ausgaben, wenn du nicht schaffst, ist... Es ist ein Land nicht zum einen Traum verfolgen, weißt? Es ist Genau. nicht ein Land von den Big Dreams, sondern Genau. es ist ein Land zum einfach schaffen. Sicherheit durchschaffen. So. Einfach schaffen. Und so kommt dann auch deine Struktur im Alltag und dann gehst du mal in die Ferien und dann ist mal wieder das. Und für das ist das Land eigentlich super, weißt? Aber wenn du einen Traum hast, ist es so, es spricht mal zuerst einfach alles gegen dich. Ja. So. Ja, was ich schade finde, aber du brauchst noch mehr Geduld, noch mehr Willen, um dann trotzdem irgendwie etwas daraus zu machen. Also wenn du es da schaffst, schaffst du es überall, blöd gesagt. Definitiv. Ja. Und auch natürlich, was auch sicher ein riesiger Punkt ist, dass du auch überzeugt bist, dass du gute Musik machst, dass du ein Talent hast und das wir verfolgen willst, oder? Also du bist ja dein Supporter Nummer 1, sonst wärst du heute niemals da, wo du bist. 100%. Oder? Es gibt ja auch sicher Momente, Brüder, wo es gerade so schwierig wird, oder auch wenn jetzt Probleme noch mit der Frau kommen, was ja auch nicht immer, also eine Beziehung ist etwas, wo du Energie musst investieren. Das läuft auch nicht, dort läuft es auch nicht. Ist doch sicher auch oft mal der Gedanke, ey komm, fuck drauf, ich rühre einfach an, vielleicht muss ich dann einfach arbeiten gehen.
Und dort dann trotzdem weiterzumachen. Ich glaube, das macht eben einen Künstler nochmal aus von all dem Rest. Abgesehen jetzt von, was hast du für Vertrag, abgesehen von wie viel Talent hast du, weißt du, wie ich meine? Aber Ja. auch der Wille. Der Katar hat mal etwas Gutes gesagt, Geduld, die Wurzel ist bitter, aber die Blüte ist süß wie Honig. Ja, Mann. Am Trini, sein Vater hat einmal gesagt, also weißt, viele Menschen verstehen das Wort Geduld gar nicht. Es sind so einfache, weißt du, verstehst es schon, aber du verstehst es nicht richtig. Du verstehst nicht richtig, was es bedeutet. Und wie viel Schmerz das Wort eigentlich drinnen hat. Und ich kann schon sagen, ja, ich habe Geduld und ich heb durch. Aber wenn du Geduld noch in so einem Moment hast und trotzdem noch machst, oder auch dein Umfeld geduldig ist mit dir und trotzdem noch an dich glaubt und so, ist dann wieder an. Ich glaube, dann hast du erst so das richtige Meaning von dem Wort. Das ist es eben auch. Ja, es ist eine Lebenseinstellung. Ja, Bro. voll. Es ist so, wie der Katar sagt, alles oder nichts. Ja. Wenn wir schon im Katar sind, fix. Ja, Fix, Bro, Bro. es ist alles oder nichts. Und wenn wir etwas anfangen, dann ziehen wir das durch. Und weißt, ich höre nicht auf in der Mitte irgendwo. Ja. Und eben, die Songs sind ja schon gelaufen. Es ist ja nicht so, dass es nicht läuft. Oder Nein, dass ich nicht das Talent entdeckt habe in unserer Konstellation. Es ist ja schon gelaufen. Und es ist einfach eine Frage vom Willen gewesen, zum Weitermachen. Und nicht, was willst du umdrehen und alles liegen lassen, obwohl du jetzt schon so einen Weg gelaufen bist, so für was, weißt eben, es ist, glaube ich, so eine Einstellungssache, auch wenn du voll mit Schulden bist, voll mit Problemen, trotzdem bist du jetzt gelaufen, Bro. Voll, Renn voll. fertig, Ich weißt schwör, wenn du bist eh schon gelaufen, ja. du bist Renn, so fertig. für was jetzt, das haben wir gesagt auch gut in einem Song. Ich bin jetzt so weit geschwommen, der Rückweg ist länger. Ja. Weißt du, lieber schwimme ich bis ans Land. schwör, ja. Weißt du, wenn ich jetzt zurückschwimme, Ist für viel, was? Ist Weißt? viel länger, es ist viel mühsamer, ich schwöre. Ja, voll. Beziehung, Brüder. Beziehung, du bist schon lang mit einer Frau. Ich bin sehr, sehr lang. Fast mein halbes Leben, Bruder. Fast dein halbes Leben. Fast mein halbes Leben bin ich mit ihr. Oder kenne ich sie. Besser so. Ja, eben auch ein riesen Teil, wie vorher schon gesagt, riesen Support von ihr gehabt. Und halt, ja, mit dem Kind, sobald es anfängt zu wachsen, 1, 2 Jahre, es wird halt schwierig, Bro. Weißt du? Eben, man verdient kein Geld. Eben, ich weiss, ich bin nicht abhängig, weißt so. Ich kann auch nicht mehr kriminelle Scheiße machen, weil sie hat mir auch immer gesagt, hey, hör auf. Wenn das funktionieren zwischen uns, dann hörst du auf mit dem Drogendealen, mit dem Ganzen irgendwo schnell, zack, irgendetwas Ja, so wo schnell einsacken, weißt weil ja, es ist ein Kind da und was willst du jetzt ins Gefängnis? Und sie hat mir das immer gesagt, so hey, mit mir sollst du das nicht mehr machen. Dann habe ich es schon noch ein bisschen so hindurch, dass sie es nicht bemerkt, weil eben schlussendlich so, ich will auch etwas beisteuern, ich will auch ein bisschen etwas haben, Bro. Ja, Also, es ist ja schon so. es war auch eine Zwickmühle. Hey, aber ja, nachher ist es so, es hat sich eigentlich mega gut entwickelt. So. Eben, ich hatte ihren vollsten Support gehabt. Dann hat es halt einen Moment gegeben, wo es sehr, sehr schwierig geworden ist. Weil halt die Beziehung, wenn du Erfolg noch willst, eine Beziehung leidet immer darunter. Fast als Immer. erstes, nicht? Ja, das Erste ist, was darunter leidet, ist die Beziehung. Und es geht einfach etwas verloren. Und also nicht nur, weißt,
gegenseitig, also es ist so von beiden Seiten. Und du bist halt wie so, hey, Erfolg kommt mehr und ich kriege immer mehr Liebe. Und nachher gehst du heim und du bekommst immer weniger Liebe. Mhm. Es ist dann so, es geht hure weit voneinander weg. Ja, ja. Und ja, und wenn du so jung bist, gehst du halt rein, Bro. Ja. Weißt? Wenn das immer mehr wird und das immer weniger Mhm. und da kommen alle, wow, 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 und die Heime wirst du nicht mal mehr angeschaut, richtig? Mhm. Dann ist so, weißt, jetzt bin ich schon ein bisschen älter und verstehe es, weißt? Aber so in dem Moment, was passiert ist, es geht so weit voneinander weg, Mhm. dass du automatisch die Liebe suchst. Fix. Du brauchst ja die Geborgenheit und die Leute, die dich verstehen. Und Zuneigung auch, oder? voll, so, du suchst das dann auch, weißt? Mhm. Und kommst halt in ein ganz anderes, weißt? Aber die Liebe mit Erfolg zusammen ist wieder eine andere Liebe Fix. als das, weißt? Also bedingungslose Liebe, die Hai. Voll. Und weil da ist so, bin ich morgen out, ist da auch fertig, weißt so, darum ist da immer mehr geworden und ich muss immer noch krasser sein und ich muss noch cooler sein und ich muss noch, weißt, noch besser aussehen, noch besser performen, noch mehr, dass du immer mehr Zeit in das investierst Ja. und nicht mehr in das. Ja, die Hai leidet es dann, ja. Und ja, und so verliert man sich, Mhm. weißt, was dann auch der Fall war, Ja. dass wir uns auch verloren haben für die Zeit, Okay. weißt? Und dass ich auch durch den Clinch von dem auch mega das psychisch abbekommen habe. Okay. Weißt du, so, dass, hey, ich weiß gar nicht mehr, ist die Liebe, die ich da bekomme, echt? Weil da bekomme ich es gar nicht mehr. Mhm. Aber ist die echt? Und nachher, Bro, ich bin nachher ein halbes Jahr einfach, ich konnte nicht mehr ins Studio gehen. Okay. Ich bin einfach daheim gsi. Weißt, zusammen gewohnt haben wir alles noch, weißt. Das haben wir immer, gell? Das haben wir immer. Ja. Ich bin dann daheim gsi und ich konnte mich nicht mehr bewegen, Bro. Ich habe richtig gemerkt, wie die Psyche meinen Körper lahmlegt, weißt. Okay. Wie es, ich kann nicht mehr schnaufen, mein Herz. Ich kann nicht mehr ins Studio gehen, ich fühle mich immer eingegangen, weißt, auch in der Gesangskabine. Ich kann nicht mehr Songs machen. Ah, krass. Ich bin daheim und eben, ich bin mit ihr und ich merke so, dass es schießt sie eigentlich an, oder weißt. Oder ich weiß es nicht, was jetzt so bei ihr war, aber Es hat sich so angefühlt. es hat sich so angefühlt, als hätte sie jetzt nochmal ein Kind daheim, weil ich nichts mehr machen konnte. Okay. So depressiv? Ja, So, richtig. Liegen, ich kann einfach im Dunkeln liegen. Ich kann nicht mehr Auto fahren, Bro. Simple Sachen, Bro. Ich habe gedacht, ich gehe in Ohnmacht, weißt? Ah, krass. Es ist so schlimm geworden. Ich bin zu Ärzten gegangen, Bro. Verschiedene Ärzte. Musst dir vorstellen, ich habe auch kein Geld in dem Moment. Ja. Ich gehe zu Ärzten. Meine Franchise ganz oben. 2,5 Ja, ganz oben. Und ich so, ey, ich gehe eh nie zum Arzt, weil ich bin ja eigentlich gesund, weißt du? Ja. Aber dort ist so, hey, komm, ich gehe zu dem Arzt, der Arzt schickt mich zu dem Arzt, der schickt mich zu dem, Kosten steigen. der schickt mich zum MRI machen. Ich dachte, ich habe wirklich irgendetwas, weißt du? Ich weiß, ich habe irgendetwas. Weil sogar, ich liebe ja Musik machen, weißt du? Ja, eben, ja. Aber ich kann es nicht mehr machen. So, ich kann nicht mehr Text schreiben, ich kann nichts mehr. Ja, nachher bin ich MRI, alles gut. Alle sagen mir, alles gut. Alles super. So, du musst zu Psychologen gehen, weißt? Und nachher bin ich
ich bin auch schon früher zu Psychologen. Dann bin ich mal so jetzt als, wie alt bin ich? 6, 27. Bin ich wieder zu einem Psychologen. Und dann sagt sie mir eben, erzähl mal von deinem Leben. Und ich erzähle das. Und beim Erzählen habe ich gemerkt, es ist etwas Psychisches. Es ist etwas, wo ich mir nur selber helfen kann. Und sie so, ja, okay, eben, machen wir die nächste Sitzung. Und ich weiss, ich kann schon 3000 Stutz ausgeben für alle die Arzttermine, weißt du, wo wir alle sagen, dir geht es ja gut. Aber so in dem ersten Gespräch, beim Reden, habe ich gecheckt, dass das Problem bei mir liegt, weißt? Und dass ich mein Leben in den Griff kriegen, dass ich jetzt wirklich Klartext reden mit allen. Ich gehe raus, ich mache Sport, ich sage dir hey, okay, für dich funktioniert es nicht, für mich auch nicht, lassen wir es sein. Weißt? Es ist alles schwierig, aber es muss jetzt so sein, weil ich kann nicht mehr so, Bruder, wie ein Hund, Bruder. Ja. Wie ein Hund daheim habe ich mich gefühlt. Ich muss etwas ändern. Ich besorge mir ein Auto, ich besorge mir einen Job, ich besorge mir das, ich gehe arbeiten. Ich versuche mein Leben wieder langsam. Ich gehe wieder ins Studio, ich schreibe wieder Text, ich komme wieder langsam rein in das. Und es ist auch gegangen, weißt? Aber das Ding ist, das Lustige ist, bis heute habe ich noch die Gefühle. Also habe ich zum Teil so die Anfälle von dem, weil es geht ja nicht weg. Nein, weißt? nein, eh nicht. Du lernst eigentlich nur damit leben. Genau. Also, wenn du es einmal hast, ist es wie gewesen. Also, du wirst es immer haben, das Gefühl in dir von hey, ich bin schwach und ich kann nicht. Eben. Aber ich habe gelernt mit dem Leben, Bro. Weißt, so. Was machst du jetzt, Brüder? Was ist jetzt anders? Oder wie kannst du dir jetzt schneller aus dieser Situation hast du dir wie Skills angeeignet, wo du sagst, so, ey, mit dem kann ich jetzt wie besser umgehen? Bro, ich glaube, es sind einfach die Erfolgserlebnisse. Okay. Weißt, du machst Sport, es funktioniert. Wenn die Leute sagen, boah, du siehst gut aus, dein Körper, du siehst fit aus. Das ist ein Erfolgserlebnis. Ja. Du denkst, es nützt etwas, dass ich Sport mache. Okay. Du machst das, die Leute sagen, hey, oder du bist mega gut in dem. Es bringt dir etwas. Hey, du bist nicht mehr so wie früher, so wie dort. Es bringt dich eigentlich schon raus aus dem. Und alle die Erfolgserlebnisse sind eigentlich, eben, du hast dann, okay, hast dann einen Job, gehst arbeiten, legst dich gut an, weißt. Auch wenn, weißt, ich bin gar nicht der Typ gewesen, aber ich bin jeden Tag mit dem Hemd raus, ich wollte mich wohlfühlen. Ich wollte, dass die Leute mich anschauen und sagen, das ist ein gesunder Mensch, der ist da, der ist im Leben, der sieht gut aus und der macht das so. Gib dir selber ein bisschen Wert, Genau. dass die Leute das auch sehen und wenn sie dir das halt die Energie wieder zurückgeben, ist das wie so ein Erlebnis für dich, wo du sagst, ja, das ist, so komme ich voran, weißt? Ich glaube, das ist so einfach die Selbstwertschätzung, Bro, wo du dir geben solltest. Hure wichtig. Voll. Sag auch, weißt, wenn Leute sich depressiv fühlen, die liegen und so, es hilft eh nicht. Ich kann das auch, oder? Also, jeder Mensch, oder? Das ist ja, und darum machen wir jetzt den Podcast. Jeder kann etwas da wie rausnehmen. Und wenn ich mich schlecht fühle, scheiße fühle und die heilig und dann denke ich mir, hure hilft mir jetzt 1 Stunde Krafttraining wie etwas. Ich schwöre, es hilft. Geh einfach raus, schon alleine duschen, sich schick machen, sich schön machen und rausgehen und etwas erledigen, den Müll rausbringen. Irgendetwas gibt an einem Menschen hure viel, du fühlst dich nicht so nutzlos. Wenn du 3 Tage im Bett liegst, Bruder, im Dunkeln, wie willst du dich gut fühlen? Weißt du, was ich meine? Kein Mensch, der erfolgreichste Mensch auf der Welt, kann im Bett liegen 3 Tage, er wird sich depressiv und scheiße fühlen. Wir müssen etwas leisten, etwas erledigen, damit wir uns
nutzvoll fühlen. Das ist einfach, Ja, aber das es sind ist genau einfach die ein Fakt. Erfolgserlebnisse, Bro. Auch wenn du den Müll rausbringst und deine Wohnung nachher sauberer aussieht, Schon Erfolg, Bruder. ist das schon ein kleiner Erfolg. Voll. Und du siehst es. Und Voll. du schämst dich auch nicht dafür, mal jemanden einladen. Genau. Weil deine Wohnung ist sauber, Bro. Genau. Und du sagst, ja, komm da hin. Und Ja, du es macht fühlst dich verdammt einfach viel aus. wohl, Bro. Und es macht sehr viel aus. Weil ich kenne mich nicht aus mit so psychischen Krankheiten, aber es ist extrem. Ich glaube, das ist ja fast schon so das Maximum, das du kannst haben. Ja. Weil es wirkt sich von deinem Kopf so auf deinen ganzen Körper aus, weißt? Und aus dem wieder rauskommen, es ist sehr schwierig, aber es ist machbar. Ja, Einfach, du musst dein ganze Leben einmal umkrempeln, weißt? Aber es ist machbar und darum ist mir die Musik auch so wichtig gewesen. Darum fühle ich auch den Podcast, Bro. Nice. Darum, weißt, wir hören es auch daheim und eben, ich habe dir auch vorher schon gesagt, es ist sehr, sehr ein erwachsener Podcast, wo man kann auch so tiefgründig über schwierige Sachen, Bro. Weißt? Fix, Bro, fix. Und das ist etwas, wo ich mein Leben lang mache. Weißt? Ich habe 7 Jahre in der Ja. Psychiatrie gearbeitet, mit wirklich schizophrenen, heroinsüchtigen Leuten. Dann habe ich 2 Jahre Leute in ihrem Zuhause für die gesorgt, die Probleme haben, die schizophren sind. Nachher bist du daheim, bist nicht mehr in der Klinik. Was mache ich jetzt? Dann 3,5 Jahre Gefängnis gearbeitet, wo auch Leute, eben, ich habe es vorher gesagt, Ja. negativ as fuck der Ort. Weißt? Jeder hat ein Problem. Und dann habe ich gedacht, was kann ich dieser Gesellschaft zurückgeben? Mann? Und das ist wie eigentlich der Output von dem. Weil es gibt immer etwas, was du von einem anderen Menschen lernen kannst. Immer, irgendetwas. Immer, ja. Du kannst irgendetwas adaptieren. Auch wenn jetzt jemand keine Musik macht, kann er irgendetwas lernen von dir in dieser Situation, wo du dich wie befunden hast. Oder? Und darum freut es mich, dass du da bist. Darum freut es mich auch, dass du reinhörst, ganz ehrlich. Ich schwöre. Normal, Mann. Wie kann ich nicht, weißt du, das erste Mal eben, seit dem ersten Mal, Bro, ich habe gemerkt, es ist einfach so Energy, Bro. Wenn sie einfach am gleichen Ort ist, oder auch mit dem Emra, weißt du, es ist einfach das gut verstehen, auch wenn ich nicht jeden Tag mit euch jetzt hier an irgendetwas am Arbeiten bin oder so. Es ist immer wieder eine Freude, euch zu sehen und mit euch reden oder euch neue Musik zeigen oder irgendetwas. Ich liebe es, wenn wir im Studio sind und du zeigst neue Tracks und ich denke mir, boah, Bro, wenn haust du raus und du so, den habe ich nur zum Trainieren gebraucht, den hau ich vielleicht gar nicht raus. Ja, voll. Und das ist unverständlich, ich denke mir so, boah, Bro, du bist auch für mich wirklich ein Ausnahmekünstler, das muss man sagen. Es geht jetzt gar nicht darum, um jetzt irgendwie schleimen, das keine Ahnung was, du bist ein Kollege, mir hat das gar nicht nötig, aber ich finde wirklich, du bist ein Ausnahmekünstler in der Schweiz. Ich finde deine Musik brutal und ich kenne mich nicht mit Musik aus, vielleicht ist das jetzt dumm für Leute, die sich mit Musik auskennen und ich sage es, aber das lyrische Verständnis ist einfach krank, Bro, Mann. Und ich habe auch schnell gemerkt, du bist ein mega tiefer Mensch und ich glaube, darum haben wir auch schnell wie eine Connection gehabt. Du hast mal einen Songtext gezeigt, sorry, ich weiß es nicht mehr auswendig, das mit der Blume, das mit nach jedem Winter. Eine Blume wächst nach jedem Winter wieder neu. Bro, weißt du, das ist nur ein Satz sozusagen, aber wenn du mal studierst, Ja. ist das hure tiefgründig. Und das hat ja auch eine Message dahinter, oder? Das ist ja nicht, du hast einfach Safe, geschrieben, weil es geil safe. Danke vielmals, Bro. Ja, es ist eigentlich genau das, was ich vorher erzählt habe. So, Blumen sind jeden Winter sterben sie, Bro. Weißt? Jeden Winter sind sie weg oder werden überdeckt oder was auch immer. Aber jeden Frühling blüht es wieder auf. In voller Farben, Bruder. Voll, als wären sie nie weg gewesen. Und ich glaube, so ist das Gleiche adaptiert einfach auf die Menschen, Bro. Also auf den Mensch. Wir gehören auch zu der Natur. Und wieso sollen wir das nicht können, wenn das eine Blume kann? Ja, schon. Weißt? Ich schwöre. Die Blume ist, es muss so, eben, es ist halt viel so, eben aus Büchern, Bro, aus Poesie, aus dem Ganzen. Ich befasse mich gerne mit der Natur, Bro, mit wo wir leben, dem Universum, wo wir
zu was wir fähig sind. Nein, darum finde ich es auch gut, dass du da bist, weil meistens eben Leute hören deine Musik, kennen nur vielleicht deine Musik, versuchen dich dann wie auch anhand von dem, was du denen gibst, ich sage jetzt mal, die paar Prozent in deiner Musik, wo du als Mensch vertreten bist, sehen es nachher nur das und denken, du bist zu 100% so. Was ich ja auch bei meinem Podcast merke. Weißt, du postest ein Video, Brüder, Leute schreiben, kommentieren, schau, der keine Ahnung, schau, was er schreibt, bla bla bla, wurde plump gesagt. Aber wenn du wüsstest eigentlich, was für einen Menschen dahinter steckt, ist es viel mehr als nur wie die Prozent, oder? Ja. Und eben, also du bist auch einer, wir haben es gerade oben gehabt, du hast ein paar Bücher gesehen, Stoizismus ist etwas, wo wir uns beide befassen, Poesie ist etwas, wo wir uns beide befassen. Und das ist etwas mega Schönes, also darum hört Andrea seine Musik. Rate ich auch jedem, so, sich mal ein bisschen damit befassen, mit ein bisschen, hey, ich habe auch nie Bücher gelesen, Bro. Weißt du, ich bin so auf der Straße aufgewachsen und keine Ahnung. Ich kann Bro, Schule und so Sachen, Bücher lesen, das ist mich richtig wegrühren. Aber so irgendwann so ist dann das ein bisschen gekommen. Und ich habe Gefallen dann gefunden, immer wieder mal ein bisschen. So. Ja. Es ist schön, weil ich höre auch gerne Musik, die sich so in dieser Lyric, weißt, wo Künstler sich auch damit befassen, wie ein Kendrick oder weißt, wo ich spüre das raus, so die Poesie, ich spüre das raus und das Gleiche kriege ich eben dann zum Teil auch in den Büchern. Ja. Sagen wir, geil, von dort kommt es, weißt, vom Lesen kommt es und vom Verstehen vor allem, was eben, du bist dann zum Teil eine Seite, lang, so, Ja, bis du es mal verstehst. Genau. Und ich glaube, es ist auch eine schöne Art, um sich auszudrücken. Poetisch, aber einfach. Genau. Weißt, Genau. weil nicht jeder Mensch ist so spirituell oder mit seinem Mindset ist so offen, um Sachen zu verstehen. Fix. Darum, ich sehe sowieso ein bisschen, nimm das Schwierige, versuch es einfach machen und sag es an den Leuten, dass eigentlich wie so bin der Zugang zu etwas, wo eigentlich sehr schwierig zu verstehen ist. Ja, du bist ein Vermittler eigentlich von dem, von Voll. der Poesie, ich sage jetzt mal von einem Buch auf die Straße. Voll, So, voll. Und das merkt man in der Musik, man merkt es wirklich. Also der deine Musik aufmerksam hört und nicht nur auf die Beat-Drops wartet, man merkt das crazy. Danke oder? vielmals, Bro. Dass da viel auch studiert wird bei der Text. Allgemein bei Sektion Zürich. Also auch ein Hero, auch ein Drini, also maximale Künstler. Bruder, ich habe mir 1000 Fragen aufgeschrieben und auch eben Fragen von der Community. Ich gehe einfach mal querbeet durch und du sagst mir etwas dazu. Wenn du dir eine Nacht könntest aussuchen mit 3 Leuten, egal ob die schon tot sind, ob das Fabelwesen sind, ob du die Sprache nicht redest, die die reden, welche 3 Personen wären das und wieso? Einer weiß ich. Wer weiß? Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, ja, sehr gern. Bro. Sehr, sehr gern würde ich mit ihm mal. Mit ihm habe ich auch eine lustige Geschichte. Ich habe das schon mal erzählt. Aber ja, dass ich ihm fast mal. Also ich bin ihm schon begegnet, aber ich kann halt nicht mit ihm reden. Ja. Hey, mit ihm würde ich das Nachtessen zu ihm einfach Danke sagen. Okay. Weißt? Gell, er ist deine Inspiration, Bruder. Was die Musik angeht, sicher. Er ist eine grosse Inspiration, warum ich Musik mache. Ja, definitiv. Wegen? Also was genau? Es ist... Hey, er ist einfach anders. Okay. Weißt du, so. Und er sagt, es ist wie auch okay, anders zu sein. Und du musst nicht immer gleich sein wie die andere Rapper oder die andere. Er sagt einfach, es ist okay, wie du bist. Okay. Und die beste Version ist die du bist. Und wenn du die völlig auslebst. Und er hat mir halt das Gefühl gegeben, du kannst jetzt machen, was du willst. Und das ist gut. Und wenn das die Leute davon gerne haben, dann hast du alles richtig gemacht. Was du kannst machen. Also,
er ist komplett ein anderer Rapper zum Beispiel. So, ich sage jetzt nicht, ich rap gleich wie er. Er hat mir einfach das gegeben, so, hey, du darfst es machen, weißt? Ja. Du darfst du sein. Und motiviere andere zum auch sein, dass sie sich selber sein können, weißt? Okay. So Und- Selbstakzeptanz, Selbstliebe, so grosse Themen. Voll, eigentlich. voll. Und egal wie kompliziert oder was du für Ticks hast, weißt, sie sind deine Ticks. Gehören Und zu sie dir. sind okay. Und darum ist auch ein Slogan von uns oder von unserem Merch und so, ist so, zeig, dass du anders bist. Genau. Weißt? Zeig nicht, dass du gleich bist wie alle anderen und musst auf jeden Scheiß jumpen, wo alle anderen auch anhaben. Oder die Schminke, wo sich alle Frauen jetzt antun. Genau. Mach so, wie du dich schön findest und du wirst schön sein, weißt? Voll. Und es wird funktionieren, 100%, wenn du selber so willst. Und er hat mir halt das Gefühl gegeben, darum ist er so mein Idol, Bro. Ja, so, fix, ja. Einfach Inspiration. Inspiration, ja. Eine grosse Voll. Inspiration. Voll. Okay. Das safe, weil ich hole Inspiration ja von so vielen Sachen, nicht nur von ihm. Er ist einfach sowieso das Tor gsi, das sich so geöffnet hat, Ja. zum lass alles zu. So, es gibt weißt du, ich finde J. Cole, Drake, A$AP Rocky, A$AP Mob, alle, ich finde das so gut. Beyoncé, ich finde so gute Künstler, Lauryn Hill, was auch immer, Lauren, weißt? ja, auch krank. Ich finde alle so gut, aber so der Kendrick hat mich erst zugelassen, alle zu verstehen. Okay. So. Okay, er hat das Tor aufgemacht zu den anderen dann auch. Ja, dass ich auch sagen kann, hey, ich finde, dass ich die Musik verstehe. Dass ich verstehe, wieso Coldplay ist, weißt? Auch wenn es nicht mein Sound ist. Ja. Ich verstehe sie. Okay. Ich verstehe Michael Jackson, Prince, alles das Zeugs, weißt? Und das ist erst gekommen, so durch ihn. Okay. Dass er mir das wie aufgemacht und dann habe ich bei all diesen erfolgreichen Künstlern gehört, warum sie erfolgreich sind. Ja. Weil sie einfach sich selber sind. Und ja, was auch du dich auf dich selber adaptierst, Bro. Und, ja, Mega voll. schön. Darum, Kendrick sicher, an einem Tisch. Wer noch? Ich wüsste nicht. Schwierig, Bro. Schwierig. Es kommt darauf an, was für eine Nacht. Ja. Wenn ich etwas businessmäßig lernen will, weißt, so, dann würde ich gerne so einen Jay-Z am Tisch haben. Ja. Oder weißt, irgendeinen Chef von Apple oder so. Keine Ahnung. ja, fix. Wenn ich jetzt etwas Spirituelles habe, keine Ahnung, eben Kendrick. Voll. Nein, Kendrick, Jay-Z verstehe ich auch zu 1000%. Es kommt halt wirklich so darauf an, was meine. Intention Ja, ist. voll. So. Okay. Ja, ich kann mit dem leben. Jay-Z, Kendrick Lamar, kann ich cool. Und ich komme auch noch als Drittes, wegen jetzt redet mir. Kommst du auch gut zuhören? Genau. Jetzt loset mir. Jetzt hört mir zu. Eine Frage, die ich auch sehr spannend finde, ist, wenn du eine Regel für die Menschheit könntest, jetzt die wird in Kraft setzen. Du sagst, die Regel gilt und dann ab dann gilt es für jeden Menschen. Für welche Regel würdest du dich entscheiden? Für welche Regel ich mich würde entscheiden, Bro, das ist schwierig. Man. Brutal. Das ist eine schwierige Du Frage. kannst auch sagen, skippen. Ey, auch, dass es da wisst, hinter der Kamera. Es ist nichts gescriptet, es ist nicht, dass wir 3 Stunden davor gesessen sind und der Loco hat die Frage wie bekommen. Wir hocken jetzt da, ich frage ihn die Sachen und wenn mal keine Antwort kommt, dann kommt keine, dann switchen wir auf die andere Frage. Darum haben wir auch da etwa 40 Fragen eigentlich mal aufgeschrieben. Also einfach, dass es für euch klar ist, es ist da nichts gescriptet. Hey, bei dieser Frage, ich habe es jetzt halt easy, weil ich es an meiner Tochter unbedingt will lernen. Also, es ist eines von wenigen Sachen, wo ich will, dass sie es hat auf dieser Welt. Das ist eine Regel für mich.
oder zwei, die sie muss einfach befolgen. Aber so die zweite hat mit dem ersten zu tun. Okay. Und das ist einfach, respektiere alles. Alles. Sehr schön. Bro. Respektiere die Wow. Natur, respektiere Tiere, respektiere die Menschen, jung, alt, gleich alt, was auch immer. Schwarz, weiß, gelb, egal was, Frau, Mann. Du musst immer zuerst Respekt haben. Mega schön. Einfach vor dem Nächsten. Ich probiere ihr das mitzugeben. Und das Schwierige ist halt, ja, auf dieser Welt kommst du dann nicht mehr zurück über. Das ist es leider. Und dann sage ich auch, mach was du willst. Ja, ja. Weißt du, Hauptsache du gibst einfach zuerst mal einen Respekt. Was du dann machst, Aber muss- wenn du das als Regel willst festlegen, heisst das ja, dass jeder das müsste machen. Das heisst, du wirst sie auch wieder zurückbekommen. Und ich sage, Bro, ich hätte das Gleiche gesagt. Wenn es nur eine Regel, egal wie plump das tönt, auf dieser Welt gibt, und zwar das Gegenüber zu respektieren, hätten wir 90% von den Problemen, die wir heute haben, hätten wir nicht mehr. definitiv nicht. Weißt du, wie ich meine? Sechs Krieg, sechs, keine Ahnung, Überzüchtung, 1000 andere Sachen hätten wir gar nicht, wenn wir einfach unser Umfeld würden respektieren. Das ist eben auch wieder ein grosses Wort, Bro. Brutal. Auch wieder wie Geduld. Brutal. Respekt ist auch wieder so ein... Weißt du, Respekt hat gerade wieder... Eben, es beinhaltet so viele Sachen und Respekt bedeutet, dein Ego einfach mal Genau. wegtun und sagen, hey... Eben, egal, wenn es zurückkommt, das ist ja das Schönste, Bro. Voll. Wenn ich kann sagen, hey, los zu, es tut mir mega leid, Bro, ich bin heute 10 Minuten zu spät gekommen, weißt du, einfach, dass ich es dir gesagt habe, es tut mir leid, Bro, es ist einfach, dass du es weißt Genau. und du sagst, hey, alles gut, weißt du, so sind viel weniger Probleme, hinterlistig alles, der Arschloch, Genau, das ist. Bruder, genau. Und eben, es ist jetzt wie so easy, weil ich sage es meiner Tochter. Alles, was sie muss haben auf dieser Welt, ist einfach zuerst respektvoll sein. Bro, hast du auch gut anbekommen. Ich sage dir ehrlich, Lia, es ist Max gut erzogen, Max respektvoll. Also Danke jedes Mal, wenn vielmals. ich sie sehe, ich habe hohe Freude. Und man merkt wirklich, dass sie Erziehung genossen hat, weißt du. Dass man Danke vielleicht vielmals. nicht denkt, du bist Rapper, du bist nur unterwegs, dies, das, aber null. Also sie hört auf dich, sie ist ein wunderschönes Mädchen, innerlich wie äußerlich. Und das ist dein und der Verdienst von einer Frau. Also, Voll, weißt du, ich meine, das muss man definitiv, euch auch voll, auch von ihr. anerkennen. Auch von ihr. Eben, so wie du gehst, es sind mir nicht viele Sachen wichtig. Weißt? Mir ist scheißegal, was sie wird oder was sie mal gerne hat und was nicht. Und wie sie. Es sind nur so Kleinigkeiten, wo ich sage, hey, schau, das muss einfach sein. Ja. Es ist mir scheißegal, du musst Respekt haben vor allem. Ja. Vor der, eben, du lebst da und du musst das respektieren. Voll. Und dankbar sein für das. Weißt? Das ist das Zweite, mit dem, was zusammenhängt. Ja, es ist Dankbarkeit. Ja. Es sind halt eben auch das Lügen. Weißt? Ja. Eben, aber es geht alles in den Respekt hinein. Eigentlich, ja, voll. Ich weiß, was du So, meinst, wenn du gegen allem über Respekt hast, bist du auch dankbar. ja. Genau, Dann lügst du auch nicht. genau. Du Das ist so- respektierst für das Gegenüber. Voll. Aber so, dass sie es versteht, das ist schon noch, Ja. ist noch ein bisschen, eben, es ist so ein grosses Wort, Bro. Es ist schwierig, dass eine 7-Jährige das versteht. Fix. weißt du? Aber es ist ein Prozess. Man muss den Voll. Samen jetzt schon gut setzen, dass auch etwas Schönes, ein schöner Baum aus dem Samen Voll, rauswächst. voll, weißt voll. Ja, und das wäre mir, das ist etwas sehr Wichtiges, Bro, wenn die eine neue Generation kommt, die mehr von dem hat, zum sonst eben. Ich habe keine Ahnung, wie es aussieht mit unserem Planeten. Bro. Ja, Weißt du? ja, Bro. Es geht 10 Jahre in Schutt und Ich Asche habe gehen. keine Ahnung, was am passieren ist. Bro. Ich bin da in der Schweiz, weißt du. Ich sehe vielleicht ein paar Nachrichten dort und dies und das, aber es ist katastrophal, weißt du. Voll, voll. Und ein bisschen mehr Respekt vom Gegenüber oder zu unserem Planeten würde schon helfen. Ja, wir haben viele Probleme Voll. ausradieren, ja. Dann habe ich noch eine Frage. Also ich habe 1000 Fragen, aber wenn ich dir jetzt eine Kristallkugel da anbringen würde und würde sagen, Brudi,
du kannst einen Moment, eine Sache, was auch immer in der Zukunft anschauen, gibt es etwas, wenn ja, was wär's? Es kann mit dir zu tun haben, es kann aber auch mit der Umwelt zu tun haben, keine Ahnung was, das nächste Fußballspiel vom FCZ. Ist scheißegal. Für Sportwetten. Genau. Wie viel macht FCZ nachher Für Tipps? Sportwetten. Ganze Geld drauf. Nein, Bro. Ich glaube, ich würde das nicht wissen, Bro. Gar nicht. Gar nicht. Ja. Nicht mal Lottozahlen von nächster Zeit, nicht. Auch nicht Lotto zahlen, Bro. Okay. Weil Weil? schlussendlich, wenn du ready bist für so etwas, weißt du, Aha. wenn der Zeitpunkt gekommen ist, ist er dann. Es ist dann da und du weißt, wie mit dem umgehen. Weißt du, so wenn. Also doch, eigentlich Lotto zahlen vielleicht schon, Bruder. Wenn ich nochmal überlege. Lotto zahlen schon, weil ich wüsste, was anstellen mit dem Geld. Ja. So, darum, okay. Aber es wäre nicht so ehrlich. Okay. So. Fix. Es wäre nicht so, ich habe das und das und das gemacht, ich habe mein Glück herausgefordert, richtig maximal zum... Bro, wenn ich jeden Tag Lotto würde spielen, Bro, dann, dass es irgendwann mal passiert, ist ja klar, Bro. Weil wer nicht spielt, gönnt nicht. Genau. Es ja, ist so. Fix. Es hat noch keiner gewonnen, der nicht gespielt hat. Eben. Also, entweder tust du dein Glück so fest herausfordern, dass es passiert, und dann passiert es. Darum, ich weiß es nicht. Aber so jetzt andere Sachen würde ich nicht schauen. So gar nicht nochmal Platin, Nein, werde ich nein. der erfolgreichste Rapper der Schweiz. Das nicht, gell? Nein, Bro. Aber das macht dich auch aus und das hätte ich die Antwort, die ich dir von Anfang an können geben, dass du dir geben wirst, weil du bist einer, du machst, du investierst und wenn du die Antwort schon wüsstest, würde es deinen Hunger ja wie schon nehmen, oder? Und du bist ein Komplett. Hungriger, oder? Komplett. Und das ja. will ich auch nochmal gesagt haben, eben, also ich gehe auch ab und zu ins Studio zum Loco, zum Drini, zum Semcho. Ihr müsst nicht denken, die Jungs sind jetzt so viel Mal Platin gegangen, haben Nummer 1 geholt, haben Show und so. Die Jungs gehen jeden Morgen um 8 Uhr ins Studio und arbeiten bis in die Nacht. Und das ist, finde ich, nicht selbstverständlich, Bro. Und das macht auch wie euer Erfolg zum Teil, nicht nur, aber auch aus. Weil die meisten Leute, wo ich denke, wenn die einmal einen Erfolg haben, oder jetzt ich droppe eine Podcast-Folge, einen Tag 10'000 Views, dass ich dann denke, ich muss ja nicht mehr. Ich habe es ja geschafft. Und diese Mentalität habt ihr nicht. Oder? Und darum macht das Sinn, dass du sagst, du möchtest nichts über die Zukunft eigentlich wissen. Weil, egal wie die Zukunft aussieht, es ändert ja nicht daran, wie du deinen Job weiterhin wirst Voll. machen. Oder? Voll. Das ist es. Bro, wenn ich es aus Versehen mitbekommen, würde ich es versuchen zu toppen. Weißt du, was ich meine? Wenn ich wüsste, ich gehe noch 10 Mal Platin, dann gehe ich extra 20 Mal. Ja. Und sage, ey, du hast nicht recht gehabt, Kristallkugel. Scheiß Du hast Kristallkugel. du hast nicht recht gehabt. Nein, es ist eine Einstellungssache. Und ich denke, für das, was man bekommt, muss man hart arbeiten. Eben, es ist ja nicht so, dass ich nicht weiss, wie Arbeiten geht. So. Ja. Aber ich denke, man sollte... Bro, es ist immer ein Pain, Bro. Ich kenne auch keine erfolgreichen Menschen, die nicht einen schmerzvollen Weg haben. Voll, Weißt voll. du, Struggle gehört dazu. es gehört so voll dazu, Bro. Und man sollte genau das auch leben, Bro. Weil jetzt, wir haben einen hohen kreativen Job. Und für uns ist das Leben zum Beispiel auch sehr wichtig. Ups und Downs, Bro. Hätte ich nur ein gutes Leben die ganze Zeit, wäre mein Sound hure eintönig, Bro. Ja, dann würde Weißt- nicht so ein Track rauskommen wie Locos Out. Genau, es wäre hure eintönig und irgendwann die Leute können sich auch nicht mehr damit identifizieren, weil es widerspiegelt nicht das Leben, Bro. Genau. Weil das Leben ist ein Auf und Ab, Bro. Darum haben wir auch eben mit dem Riesenrad, Bro. Sieht man da drauf? Ja, Ja, da hinten sieht man. es ist Das ist eine mega schöne Anekdote im Fall. Wenn du es wiederholen könntest, würde ich mich Voll. freuen. Das Riesenrad ist für mich jetzt symbolisch gesehen, es ist ein Kilby, Bruder, vom Leben, weißt du? Es ist du wirst geboren, du steigst ein, Bruder, und du
Du gehst rauf, runter, weißt du? Und irgendwann steigst du wieder raus, Bro. Genau. So. Ja, fix. So, und so ist das Leben, Bro. Es ist nicht immer oben, Bro. Genau. Es gibt mal eine Phase, ja, wenn ein paar aussteigen unten, Genau. bleibst du der mal ein Typ bisschen schnell Pause stuck. macht. Ein bisschen stuck dort oben, Bruder. Kannst Und das ist, geniessen. geniessest die Aussicht. Aber es geht sicher wieder runter, Bro. Genau. Aber es geht auch wieder rauf. Genau. Unten bleibt es auch nicht die ganze Unten bleibt es Zeit. auch nicht, weißt du? Und darum, es ist ein mega schönes Ding fürs Leben, einfach so gesehen. Es ist simpel, eben, es ist wie das wieder, ich nehme etwas so von meinem Herz und probiere es sehr einfach zu gestalten, dass es sehr simpel ist für Leute zum Verstehen. Dass es, und es ist immer das Gleiche, weißt du? Es ist immer das Gleiche. Die Aussicht, ja, sie sieht immer gleich aus. Es ist wunderschön, Bro. Vielleicht schaust du einmal nur in die Richtung. Nächstes Mal, wenn ich oben bin, schaue ich in die andere Richtung, weißt? Die Aussicht ist auch, du siehst so viel, weißt? Wie jetzt kann ich viel reisen, Bro. Jetzt kann ich mal alles, ich sehe die Welt, Bruder. Es ist schön, weißt? Ein paar Mal bist du wieder drunter, Bro. Voll. Und irgendwann ist der Moment zum Aussteigen. Und wir leben nicht für ewig. Und darum, alle die Runden, die du machst, geniesse, Bro. Auch die unten. Nimm die Moment. Such alles auf. Auch wenn du in der Mitte irgendwo bist, nimm alles. Weil jetzt für mein Ding ist das Kreative, es kommt aus dem Leben, Bro. Und es geht nicht allen Menschen gut, aber es geht auch nicht allen schlecht. Genau. Es geht auch, du musst es alles verbinden. Und so kommst du eigentlich zu jedem Mensch an. Irgendwo hast du Schnittstellen. Fix. Egal von wo ich komme, Bro. Das kann auch der grösste Schweizer im Dorf sein. Wir werden irgendwo mit meiner Musik, die ich mache, wir werden eine Schnittstelle haben. Weißt? Und wenn du das alles nicht richtig lebst, wirst du mit dem keine Schnittstelle haben. Genau, weißt du? genau. Wenn du versuchst, Sachen zu überspringen. Und Ja. ich glaube auch, eben, drinnen kannst du auch viele Erfahrungen sammeln und viel Positives rausziehen. Das heisst ja nicht, eine negative Situation hat nur negative Geschmäcker, blöd gesagt. Das hat ja auch etwas Positives. Du bist stärker. Nächstes Mal, wenn du drinnen bist, hast du vielleicht vom letzten Mal dir Skills geeignet, dass du schneller wieder da oben bist. Genau, oder? Bro. Und um das geht es. Ich habe es gelesen, wo du es gesagt hast in irgendeinem Interview. Und ich habe gedacht, krass, Mann. Ich habe es eben nicht gecheckt, ich habe es riesen Ja. ich habe gedacht, es ist schön. Ist schön, ist Kill mich, Bruder. Kill mich, Bruder. Aber nein, es ist wirklich so. Und es ist nicht so etwas, dass ich es jetzt irgendwo gelesen hätte oder irgendwo das aufgeschnappt hätte, sondern es ist einfach so, ich habe mich einfach hineingesteigert in das Symbol von Krass. wo sehe ich überall Leben drin, weißt so. Und in einem Riesenrad ist es einfach perfekt aufgegangen. So. Brutal, Bro, brutal. Es ist so krass, es stimmt wirklich so. Irgendwann ist es vorbei, Bruder. Irgendwann steigst du wieder raus und dann gehst du mit den Erfahrungen, die du gesammelt hast in diesem Riesenrad. Voll. Bro, wenn du müsstest sagen, was ist so... Ich meine, ich stelle mir jetzt vor, Leute schauen zu, 19, 20, schreiben ihre erste Rap-Parts, denken sie, der Loco hat es geschafft, Mann. Will noch mehr, das Album jetzt am Brennen, der Bruder ist rum. Es gibt ja aber auch Schattenseiten von diesem Beruf, wie es in jedem Beruf gibt. Und das sehen ja viele Amix nicht. Sie denken sich, der kann arbeiten gehen, wenn er will. Er gibt nur Konzerte und Cashflow ist fix rum. Wenn du müsstest definieren, was ist der grösste Vorteil von deinem Job und was ist der Nachteil vielleicht von deinem Job? Könntest du das sagen? Echt? Ja, der grösste Vorteil ist, dass du kannst machen, oder du kannst sagen, was dir auf dem Herzen liegt. Bro. Ja. Oder dass du an Leuten hilfst. Mhm. Und ja, und vielleicht ein paar finden dich cool. Vielleicht finden das ein paar wichtig, weißt du. Es ist trotzdem ein Job wie jeder andere. Mhm. So, nur, dass ein paar Mal fühle ich mich so, wie ich bin da für Unterhaltung.
Okay. Weißt du, so, du hast, wie jetzt dort in Gampel, wo wir zusammen waren. Aha. Weißt du, du gehst irgendwo an, du hast um 2 Uhr am Nachmittag eine Show. Du musst raus, die Leute haben Geld gezahlt, um unterhalten zu werden. Genau. Und du bist die Unterhaltung. Also unterhalte Leute. So, und du bist ja nicht immer in der Stimmung zum Fix. Hallo, Ja, ich bin ein geiler Sieg. Jetzt wow. Ja. Das ist ja nicht so etwas, wo... Es muss ja auch vom Herzen kommen, weißt du? Und du bist ja nicht immer in Stimmung. Eben. So, ein paar Mal bist du up, ein paar Mal down. So. Fix. Und du kannst nicht down an so etwas gehen. Mhm. Darum ist das auch ein Moment. Und du stehst noch in der Öffentlichkeit. Genau. Alle Augenkameras sind auf dich. Alle schauen auf dich. Alle beurteilen dich nach dem. Also wenn du mal unten bist im Riesenrad, aber trotzdem müsstest du eigentlich da oben sein und du jetzt nicht gerade da oben bist, wirst du an dem aufgehängt. Ja. Ich kann genau das gleiche Beispiel geben, klar. Ja, Jetzt du wirst einfach aufgehängt an dem, weißt? Und weil die Leute interessiert es nicht, Bro. Ich habe 140 Franken gezahlt für ein Festivalticket. Genau. Ich will jetzt einfach unterhalten werden. Genau. Scheiß drauf, was du für Probleme mit der Frau, Kind, Ja, Kollegen hast. Das ist ich egal. will auch nicht eine sentimentale Show jetzt da sehen. Ich bin da angekommen, um einfach nur rumgumpen und Rage. Moshpits und das und das. Und du musst das geben den Leuten. Ja. Weißt du? Musst es geben. Das ist sicher etwas, wo auch kann schlecht sein. Weißt du? Ja, 100%. So greifst du schneller zu Alkohol. Oder Ja. zu etwas, was dir einfach Stimmung macht. Genau. Viele sind drogenabhängig, Musiker. Geil, das habe ich auch gemacht. Viele. Aber es ist ja genau aus dem Grund. Genau, Weißt, ja. weil Drogen gibt dir ja die Euphorie, dass du schnell funktionierst. Es ist jetzt nicht, dass ich Drogen nehme, weißt? Fix. Aber ich trinke gern, ja. Ja. Ich trinke gerne Eis. Und auch wenn es am 1 am Nachmittag der Auftritt ist, dann trinke ich am 12, weißt? Ja, fix, Und das Bro, ist ja. sicher auch nicht so der Sinn der Sache. Und was sicher auch ein Nachteil ist das Geschäft. Das Geschäft ist, du musst dir vorstellen, du machst Musik so aus Liebe und so aus Emotion. Und es ist einfach so echt und so authentisch und du willst so ehrlich sein wie möglich. Und die Industrie misst das mit Zahlen. Oder das Business, Ja. sagen wir so. Null hinter dem Herzblut, das eigentlich dahinter steckt. Weißt du, eigentlich gehst du in den Bauch rein und schüttest dein Herz aus und kommst raus und redest nachher, ja, und was ist das und das. Weißt du, wie kann man. Du hast jetzt das ganze Herz gegeben und sie wollen dem Wert Genau, ja. eigentlich Sie wollen es geben. in Zahlen und Geld verpacken eigentlich. Ja, und so entsteht ein Druck. Fix. So entsteht ein Druck und sagt, hey, ja, aber das muss sold out sein. Das muss Nummer 1 sein. Das muss das sein. Das muss das sein. Sonst funktioniert das nicht da. Ja. Und ich glaube, der Druck ist auch ein hoher. Es gibt Leute, die nicht umgehen können mit dem, weißt? Und glaub es gibt ich. sehr viele Künstler. Ich habe ein riesiges Glück, dass ich mit so guten Leuten bin. Wie ein Drini, ein Hero oder eben mit unserer ganzen Sektion, Bro, die ganze Firma. Ich habe so starke Leute hinter mir. Aber es gibt Leute, die sind allein, Bro. Ja. Weißt du? Die den Druck allein spüren. Wo du bist dann dort so. Wow. Ich habe so viele Erwartungen. Ich habe das eigentlich angefangen, weil ich es einfach liebe. Genau, Weißt du? So. ja. Und jetzt sind die Erwartungen so und so. Und wenn ich das nicht erfülle, bin ich out. Und dann hast du eben wie auch die Liebe nicht mehr. Und dann ist alles am Arsch. Und dann kann ich wieder. Ich habe mich schon das Leben daran gewöhnt, aber ich muss dann trotzdem wieder arbeiten. Und alle lachen mich aus. Und so, wie so jetzt bin so ein Ja Rule oder so passiert ist. Ja, genau. Und nachher wieder muss Uber fahren und so, Bro. Das ist Und nachher krass, bist du so, fuck, Bro. Ich bin mal der Motherfucker. Ich gewesen bin und mal jetzt dort fahre ich gewesen und jetzt die Uber. Leute sagen mir, weißt, Schon krass. es geht nicht, Bro. Und es bringt dich wieder in Depressionen rein, es bringt dich wieder. Und nur schon der Gedanke an das, wie sie geben es dir ja. Sie sagen dir, hey, wenn du das nicht schaffst,
du bist out. Niemand lässt dich. Weißt, das ist so die Gefahr beim Entertainer, Bro. Ja, fix. Morgen bist du nicht mehr lustig. Ja, eben, genau. Morgen bist du nicht mehr der Komiker, wie du ihn heute bist. Genau, Morgen bist du nicht mehr interessant, Bro. Und was machst du dann? genau. Es ist eigentlich immer so permanent ein Druck, den du hast, Voll. den du nie abschalten kannst. Ja, und je mehr du eigentlich schaffst, desto höher wird der Druck. Ja. Weißt du, wenn du einen Will noch mehr hast, dann ist jetzt die Frage, Was kommt danach? was ist jetzt? Genau, Wo ist ja. der Will noch mehr? Ja, Wo ist der nächste Juicy? Ja. Wo ist der nächste, wo ist das alles? genau. Weißt? Genau. Und das macht einfach Leute, das macht alles nicht besser, Genau. der Druck. Mhm. Weißt? Weil die Lieder wie ein Will noch mehr oder ein Juicy, weißt? Oder was auch immer, ein 079, die sind nicht mit Druck entstanden, Bro. Genau, ja. Die sind Oder ein einfach, Bellevue vom Stirn. ja, Bro, Ja, Zeitreise und gut so. gesagt, genau. Weißt? Die sind nicht mit Pressure entstanden, so. Schon auch, weißt, aber aus eigen, weißt, wenn es so ein eigener Druck ist an dich selber, Genau. wo du sagst, hey, ich will das jetzt killen und ich mache jetzt das und ich wage jetzt den Schritt. Ich will noch mehr. Yes, voll. Dann funktioniert es. Aber sobald das von anderen Leuten kommt, so, Ist anders. hey, wo ist der nächste Zeitreise, wo ist der nächste Juicy, wo ist der nächste Will noch mehr? Und Ja, dann ist hat eine ganz andere Energie. nachher, was erwartest du jetzt? Dass die Leute ins Studio gehen, einen Lohn ledig und sagen, ich muss jetzt den nächsten 079 schreiben. Genau. Du 076. du fixst doch alles, Bruder. Ja, Du lässt, wir sind alles Menschen, Bro, weißt? voll. Du lässt die Leute voll verwirrt zurück und sagst, hey, was erwartest du von mir, Mann? voll. Du nimmst nicht Kreativität. Ich habe doch einfach Musik gemacht, wie ich sie liebe und sie hat funktioniert. Genau. Lass mich doch einfach in Ruhe das weiter so machen und du wirst sehen, es wird wieder funktionieren. Genau. Vielleicht Aber- nicht morgen, aber vielleicht Ja, übermorgen. voll, übermorgen, auch wenn nicht das, auch vielleicht nicht der 100. Song. Vielleicht, Bro. vielleicht nicht das, sondern vielleicht der nächste Song. Voll, Bro. Lass mich einfach. Voll. So, mach mir keine Pressure, es kommt. Wie gehst du mit dem Druck um, Bro? Wie tust du das handeln? Bro, ich lasse es gar nicht an mich an. So, ich versuche es nicht an mich anzulassen. Weil schlussendlich, ich schaue die Jungs an und ich sage, egal was wir machen, es sind Hits. Darum kann ich dir auch nicht sagen, was ist mein Lieblingssong. Ich kann das nicht sagen, Bro. Genau. Das ist etwas, was ich Weil es sind fragen. alle, Bro. Für mich sind alle will noch mehr. Es sind alle. Afterparty, Sex, was es Ja, ist. Bro. Ja. Es sind alle für mich die Songs, Bro. Einfach in einer anderen Art. Aber, Voll, anders verpackt, andere Message. aber sie dahinter. bedeuten mir alle gleich viel. Ja. Es sind alle meine Babys. Und es sind nicht einer bevorzugt vom anderen. So. Und sie kommen nach und nach, wie das Gefühl ist, weißt du. Ich glaube, es hängt auch mit dem ein bisschen zusammen. Ich habe so, vorher haben wir so beredet, welche Frage ich in jemanden stellen werde. Und dann habe ich gedacht, vielleicht auch schlechte Erfahrungen, schlechte Momente. Und dann ist eigentlich dort, wo du interveniert hast, ist nur dort gewesen. Du hast gesagt, Bruder, schlechte Momente, meine schlechteste Erfahrung in meinem Leben, habe ich eigentlich nicht. Dann hast du eine Erklärung dazu abgegeben. Oder? Ja. Ja. Weil. Also da mit dem. Es ist auch eine Einstellung, Bro, gegenüber dem Leben, Bro. Weil. Ja, wenn du mich fragst, was ist meine schlechteste Erfahrung? Keine Ahnung. Ja. Weil ich probiere so fest immer das Gute im Schlechten zu sehen, dass alles halb so wild ist, weißt? Egal ob Verlust, Bro, von Menschen oder von was auch immer. Egal was hittet, Bro. Das Leben ist so. Ich probiere nicht wieder reingehen in das anstrengend und schwierig. Alles wird schwerer, weißt? Sondern ich probiere das Gute zu sehen und das Beste daraus machen. Und darum gibt es wenig schlechte Erfahrungen. Schlussendlich, es ist ja immer so, Bro, egal was dir passiert ist. 3 Monate, 3 Jahre später, 10 Jahre später, Bro. Ist weg.
Ja, es war schlimm, gewesen, aber es ist gut gekommen. Darum, Genau. am Ende wird alles gut, Bro. Und wenn Weißt- es noch nicht gut ist, dann ist auch noch nichts Ende. Und das ist sehr. Das fährt sehr ein. Weißt du, so, es, in jedem Schlechten steckt etwas Gutes. Aber auch in jedem Guten steckt etwas Schlechtes, Bro. Darum auch mit dem Lottogewinn. Darum lerne ich es einfach, Bruder, weil ich weiß, es ist zu gut, Bruder. Es gibt zu viele schlechte Sachen nebendran, weißt du. Wo ich sage, hey, ja, jetzt. Ich weiß nicht, ob es kommt Abrechnung immer, Bro. Auch in guten Sachen steckt das Schlechte. Natürlich sollte man nicht sehen, sondern das Gute erleben, aber es gibt es. Also. Aber das Schöne ist, ich meine, du sagst, du gibst den schlechten Erfahrungen nicht so einen Wert. Oder? Und mich hat mal in der Psychiatrie so ein höchst intelligenter, der irgendwie einen IQ von fast 200 hatte, hat mich mal bestätigt und er hat sich umbringen. Weißt? Und ich musste schauen, dass er sich nicht umbringt. Und ich habe mit ihm geredet, Bruder, ich war 23 und er war etwa 19, aber intellektuell mir voll überlegen. Und dann hat er so gesagt, also, Sie müssen jetzt auf mich schauen, dass ich mich nicht umbringe. Dann sagen Sie mir doch, was ist der Sinn vom Leben? Heide, sag mir jetzt. Und ich bin 23, Bruder, ich habe nur gesoffen. Frauen, die sagen, was soll ich ihm jetzt sagen? Und ich habe ihm gesagt, ich habe ihm keine Antwort gegeben. Und irgendwann habe ich mich mit dieser Frage befasst und dann bin ich zu dieser Antwort gekommen. Sinn vom Leben ist, dir das Leben zu diesen Konditionen aufbauen, dass trotz all diesen Schicksalsschlägen, die kommen werden, dass du einen geregelten Dopaminausstoß, also Glücksgefühlausstoß, wie in deinem Kopf hast. Und das ist auch so ein bisschen das. Schlechte Sachen werden kommen, aber wenn du dich voll verbissest auf dich oder nur die gewichtest, du wirst depressiv, Mann. Es ist passiert und da sind wir auch wieder beim Stoizismus. Sachen, die passieren, nimm es einfach an, wie sie sind, weil du kannst es nicht ändern. Es hat ein Buch, Viktor Frankl, Ja zum Leben sagen, irgend so etwas, ein mega gutes Buch, ich empfehle es jedem. Ein Psychiater, der im KZ war, früher in der Hitlerzeit, und gesagt hat, was bringt es, wenn ich eigentlich brülle? Ich sterbe ja sowieso. Also die letzten 15 Tage, die ich vielleicht noch habe, lieber habe ich eine gute Zeit, als wenn ich jetzt brülle, ich verrecke, weil ich verrecke sowieso. Oder? Und ich finde, so eine Ideologie hast du wie ein bisschen. Und das ist etwas mega, wo man anstreben sollte, wo etwas mega Gutes ist. Weil Negativität, Brüder, wenn du in diesem Zeugs verfallst, Ja, was Bro, bringt's dir? das ist schön gesagt, Bro. Und für mich ist es ähnlich, Bro. Es ist einfach simpler gesagt. Wenn jemand sagt, was ist der Sinn vom Leben, Bruder, sage ich da, du hast die Antwort in deiner Frage, Bro. Weil der Sinn vom Leben ist Leben, Bro. Weil wenn du nicht lebst, dann lebst du nicht, Bro. Weißt du? Also lebe jeden Moment, nimm ihn wie er ist und genieße es, dass du da kannst sein und kannst das erleben, Bro. Was du Und erleben möchtest. das ist genau das, Bro. Das verstehen viele nicht. Die meisten Antworten haben sie schon in ihrer Frage. Darum, leb, Bruder. Leb. Weil das Leben zieht an dir vorbei. Ja. Ob du lebst oder nicht, ob du brüllst Wenn oder nicht. wenn du richtig lebst, wenn du so lebst, dann geht es hure schnell. Ja. Weißt du, dann, Bro, dann morgen sind wir 90. Ja. Weißt du, aber dafür kannst du sagen, ich habe einfach durchgemacht, bis 90. Ich habe einfach gemacht und es stört mich nicht, wenn morgen der Tag ist. Weißt du? Hättest du lieber den Geist von einem 30-Jährigen und dein Körper wird nie alt, als der Geist, den du jetzt hast, dafür wird dein Körper nie alt? Der Geist von. Nochmal. Also, entweder dein Geist hört jetzt aufwachsen und dein Körper wird älter weiterhin, oder dein Körper hört aufwachsen, aber dein Geist wächst wie weiterhin. Wenn du dich für etwas müsstest entscheiden. Du bist jetzt auch, du bist 32, oder? 31. 31, du wirst aber 32 Ja. das Jahr. Du bist ein Jahr älter als ich, Ja. oder? 92. Droppst du das überhaupt? Was? Dein Alter, ich weiß ja nicht. Ah, nein, ja, schon gut. Schon gut, ich bin alt. Aber ich sage immer wegen Corona, Bruder, ich bin
die 3 Jahre zähle ich nicht zu meinem Leben. Gut, Also, hast gesagt, ich schwöre. ich kann dort Vertrocknet nicht, sind ich kann dort nicht können leben, Bruder. Was habe ich gemacht dort? Also, 3 nichts. Jahre vertröchnet. Nicht, 3 Jahre zurück. Also, Also 28. 28, Bruder. Ich auch, Bruder. Ja, ich würde sicher wollen, dass mein Geist weiter wächst, Bro. Dein Geist wieder wächst. Ja, Okay. obwohl... Das ist eine tricky Frage. Eben. Ja, das ist tricky, aber Ich sage... es wird so oder so passieren. Ja, Also es wird irgend- Bruder. Ja, aber das wenn es nicht... Ja, wenn... Das ist voll die Fantasiefrage. So etwas gibt es nicht. Das ist mir klar. Ich würde sagen, mit meinen 31 Jahren fühle ich mich wirklich reif. Ich habe auch viel gesehen, sei es jetzt Psychiatrie, Knast, Ja. was auch immer, das Leben. Lieber habe ich den Körper jetzt noch und bin fit und kann die nächsten 60 Jahre noch mit dem Elan leben, als dass mein Geist wächst, weil spätestens nach 30 Jahren ist mein Körper kaputt, Mann. Mit 60, 61. Hure kann ich noch gut Jiu-Jitsu machen. Egal, Bro. Ja, Bro, eben, es ist... Das ist egal, Bruder. Aber... Du sagst Geist Weißt- wachsen. Ja, weil... Schlussendlich, was hat Angst vor dem Tod? Den Geist oder den Körper? Ein Geist. Eben, es so. Und dort willst du ja irgendwie suchen. Dort willst du ja... Du willst ja gehen können und sagen, ja, es ist der Tag. Mhm. Und jetzt bin ich so weit. Und Jetzt sterben wir, sozusagen. ja, als ob ich jetzt Hochleistungssport gemacht habe oder auf der Bühne gestanden bin, Bruder, bis wann auch immer, Bro. Weißt, das ist dann immer das Gleiche, Bro. Irgendwann Ja, bist du schon. Black Belt, Bruder. Irgendwann hast du das alles durchgespielt, Bruder. Und es bringt dich aber geistlich ja nicht mehr weiter. Es gibt dir ja nicht neue... Das ist nicht neue Grenzen, Bro. Ja, Weil voll, du hast das... Erkenntnisse, das ist Du hast das dann durchgespielt. Ja. Du fängst dann an. Also du musst ja etwas Neues. Also irgendwann. Eben, so die Bücher und so, wo du sagst, das sind ja genau von so Leuten, die sind ja so ausgereift brutal. mit ihrer Seele und ihrem Geist, Bro, dass so viele, auch junge Leute wie mir, können etwas mitnehmen und wieder weitergeben und die wieder, weißt, Voll. es ist etwas, was für immer, Bro, sobald ich etwas nehme von dort, lebt es für immer, Bro, Ja, das weißt, ist so. und das ist das, was sich jeder Mensch, wenn er könnte, das ist das Ewiges, die Legacy Ja. behalten, weißt, Fix, das ist ewig Nicht- Leben, ja. nicht, ich will immer am Leben bleiben, sondern ich will einfach, dass ich auf dieser Welt bin und dass es alle etwas davon haben, dass ich da bin. Weißt? Das ist etwas vom Schönsten, was passieren kann. Mega. So. Ja. Dass sie etwas mitnehmen können. Dass der Podcast, Bruder, in 300 Jahren schauen sie jetzt. Schauen sie den Podcast und sagen, shit. Die haben philosophiert, Bruder, vor 300 Jahren. Ja, hoffentlich. Wenn ihr das schaut, ich bin schon tot. Ich schwör's dir, wir gehen an meinen Grabstein, Mann. Sag den Gruß. Die Frage, eben, vielleicht gibt es keine Antwort, ich stelle sie einfach. Wenn du dir selber in irgendeinem Zeitstrahl, wo du jetzt durchlebt hast, könntest anrufen für 30 Sekunden von jetzt, von der Zukunft und ihm am Loco von früher etwas sagen. Welcher Moment wäre das? Was wäre das? Was du sagst, du hast 30 Sekunden Zeit, um ihm einen Tipp zu geben. Vielleicht in einer mega dunklen Phase, die du gehabt hast. Ja, Bruder, jetzt, ich würde ihm anrufen, er würde mir abhängen oder nicht mal abnehmen, Bruder. Ich würde sagen, verpiss dich, Mann. Was willst du mir reden? Aber ich hätte gerne gesagt, mach einfach weiter, weißt Okay. Mach. Du bist auf dem richtigen Weg. Nicht, auch in der dunkelsten Zeit, weißt du. Nimm es, wie es ist. Es wird alles gut, weißt du. Aber eben, wahrscheinlich, ich hätte nicht mal abgenommen.
Oder ich hätte abgenommen und gesagt, verpiss dich vom Telefon. Wer bist du, Trottel? Meine Fresse, Mann. So, weißt du, so jung, bist so voll eigene Welt, Bro, eigenes Space. Und ich merke das auch jetzt bei vielen Jungen, dass ich bin nicht anders gewesen als sie, weißt du. Obwohl, ich habe jetzt so gerne mit den Jungen zu tun, weil ich sehe, das ist voll die Zukunft. Und ich will voll irgendwie so helfen, hey, macht das so und so und so. Und ich merke, hey, ich so, in diesem Alter, ich hätte dir gesagt, verpiss dich, Kollege. Wer bist du, Kollege? Red, wer bist du Old Head? Hau ab von mir, Mann. Lass mich im Frieden mit dem Scheiß predigen, Bruder. Genau gleich. Ich will rausgehen, ich will Leute touchen, ich will das, ich will Drogen nehmen, wow. Ich kann es nicht mal übel nehmen. Okay. Weißt, so. Ja, fix. Aber es gibt Jugendliche, die sind wirklich auf dem Level, wo ich mir sage, shit, die hören zu, die nehmen das zu Herzen, sie setzen es um, sie machen es. Das ist wunderschön, Bro. Weißt? Aber Ich du kannst selber niemanden nicht. dazu zwingen, gell? Das will ich Nein. nicht sagen. Sie machen das völlig aus eigenem Willen. So. Und das ist sehr schön, Bro. Also, aber jetzt hätte ich mir selber... Ich hätte eine Katastrophe, Bruder. Ich hatte eine riesige Katastrophe. Also, ich habe noch eine spannende, also noch mehrere, aber eine finde ich auch spannend. Wenn du jetzt gehst zum Arzt, Gott bewahre, ich schwöre dir, hol's an. Der Arzt sagt dir, Loco Dau, du hast noch 1 Jahr zum Leben, Bruder. Ab heute 1 Jahr. Gibt es irgendetwas, das du verändern wirst, die Art und Weise, wie du lebst, oder wirst du eiskalt genau so durchziehen? 365 Tage. Das ist eine gute Frage, Bro. Intens. Shit. Ich wäre wahrscheinlich so schockiert, dass ich einfach weitergelebt hätte, wie ich lebe. Genau gleich. Alles gleich. Ich wäre wahrscheinlich so schockiert von dieser Nachricht. Aber der Schock leitet sich ja nach ein paar Tagen. Sagen wir, nach 2 Wochen hat sich der Schock geleitet. Meinst du? Ich glaube schon. Es ist Druck, Bruder. Das Bruder, ist ein Druck rum. Das ist ein Druck rum. Jeden Tag, der vergeht, denkst du, fuck, ich muss doch etwas machen. Die Annahme von einer schwierigen Situation ist so in so einer Spirale auf Ding. Ich tue das da einblenden. Ich weiß nicht, ob es Depressionsspirale oder irgendetwas heisst, wo du zuerst das nicht annehmen kannst, nachher wirst du depressiv, nachher wirst du hässig und irgendwann kommst du zu der Akzeptanz. Ist wie wenn jemand stirbt, weißt du, ist auch die gleiche Spirale. Und irgendwann hast du es akzeptiert. Und dann ist ja die Frage, wie jetzt auch beim Stoizismus, wo wir waren, du hast jetzt, sagen wir, du hast akzeptiert, es sind noch 300 Tage übrig. Du willst ja die 300 Tage maximal auskosten. Hey, ich würde sicher ein paar crazy Sachen ausprobieren, wo ich mich nie getraut habe. Was zum Beispiel? Sag nur eine Sache, Ja. wo du dich noch nie getraut hast, wie hast du machen. Eher so banale Sachen. Nicht jetzt so, ich will mal Bungee Jump oder so, weißt Ich du. auch gar nicht, Bruder. Es ist jetzt nicht etwas, was ich will. Es ist sicher eine geile Erfahrung, aber es Aber ist schon nicht. gut, lass stecken. Lass mich in Ruhe, weißt du. Genau. Ich muss jetzt das nicht unbedingt machen. Aber einfach so, eben so Kleinigkeiten, banale Sachen, so. Komm, Mann, ich esse jetzt mal einfach irgendetwas. Ich liebe jetzt mal das Menü, oder weißt du? Ja, obwohl ich mache es eigentlich jetzt schon, weißt du, ich bin schon offen und sage, hey komm, ich probiere mal ein bisschen neue Sachen, aber die Überwindung für so Kleinigkeiten wäre sicher anders. Okay. Also du wirst eher nach Kleinigkeiten ausmachen, anstatt Ja, an deinem ja. Lebensstil. Du wirst gleich leben. Du wirst Familie, Frau, Tochter, Ja, Musik, sicher mehr, das wirst du gleich. sicher mehr mit der Familie, Bro. Fix. Weil die Musik bleibt, weißt du. Das ist Genau. das, was ja bleibt. Ich würde sicher noch Musik machen. Das sicher mit der Familie. Und eben so Kleinigkeiten, Bro. Weil ich weiss, hey, wenn ich gehe, es ist trotzdem etwas da von mir. Genau. Ich habe ein Kind von mir ist da, das kann sich weiter fortpflanzen, meine Musik ist da. So, Fix, die Musik ist Kollegen, Vermächtnis, alle das ist da, also. haben
Erinnerung an mich und werden das nie aufhören. Spreaden, weißt du. So. Fix. Darum, der Podcast ist da, Bruder. Hätte das geschaut. Eine dumme Frage, aber das ist auch von der Community. Wenn du im nächsten Leben ein Tier sein könntest, was für ein Tier wärst Wenn ich im... Hey, entweder wäre ich ein Vogel oder irgendeine Fischart, Bruder. du? Schon, gell? Freedom pur, Genau, eine Bruder. andere Freiheit geniessen, wo du als Voll. Mensch, als Säugetier, blöd gesagt, Voll eine andere nicht hast. Eigenschaft, die ich nicht habe jetzt. Irgendein Vogel, Bruder. Wäre mir ziemlich egal. Fisch, egal. Also Freiheit ist eigentlich das, was ausspricht. Du bist ein freiheitsliebender Mensch. Darum wirst du das wählen. Voll. Ja, Bro. Und ich finde es auch extrem. Ich finde schlimm, wenn man Tier hebt irgendwo So einsperrt. zoomässig. Finde ich extrem schlimm. Ja. Aber wenn es Vögel und wenn es Fische sind, Bruder, ich könnte kotzen, Bruder. Ich könnte richtig. Ich will rausgehen, Bro. schwör's dir. Ich unterstütze das null, Bro. Null. Ich Also zahle auch Aquarium nicht. oder- Ich finde es gar nicht. Brüder, auch Leute, was ich nicht verstehe, weißt, Hund, okay. Ja, voll. Alles, voll. Katz, okay. Katz ist sogar noch chilliger. Kann rausgehen, weißt und er, so, er kommt ja wieder. Er will ja wieder Ja, zurückkommen. voll. Aber Bruder, Leute, die ein Gehege haben mit einem Vogel daheim, ich Das bekomme ist auch stupid, Schübe Bro. über, Mann. Stupid, Bro. Du nimmst dem genau die Fähigkeit, die ihn eigentlich ausmacht und sperrst ihn daheim ein. Voll. Voll Für dumm. was? Jeder, der einen Vogel hat, hört den Podcast nicht mehr. Voll dumm. Ich habe gesagt, was ich gesagt habe. Voll. Ekelhaft. Auch Fisch. Auch Fisch. Ekelhaft, Also, Mann. egal was. Bruder, du bist ich weiß nicht, wie alt Fisch werden, aber jetzt sagen wir 3 Jahre. Du bist 3 Jahre in 2 Quadratmeter, nicht einmal. Ja, Dein Bruder. Leben lang. Aber weißt du, was ich schon alles gehört habe? Ja, aber die Vögel können nicht über. Ja, hast du mal klar, probieren. Gell? Woher weißt Lassen sie doch. Du weißt es ja nicht. Der Korrekt. Fisch wird niemals überleben im Meer. Ja, dann lass ihn doch. Dann ist das der normale Lauf der Natur. Weißt? Genau. Ich sage ja nicht, der Dschungel ist auch crazy, Bruder. Dort werden ja auch Tiere gegessen und so. Die Schwächeren werden gegessen und Das so. ist Aber Natur das ist wieder. Natur, weißt? Aber lassen sie schon das Leben, weißt? So, anstatt. Du bist jetzt in einer Safari. Du bist dort in Afrika. Nachher siehst du eine Antilope. Du könntest sie retten. Du siehst, ein Leopard ist hinterher. Würdest du die Antilope retten oder würdest du... Ich will gar nicht, Bruder. Willst du auch nicht? Ich will gar nicht, Bruder. Sicher nicht. Mann. Bruder, weil die Leute denken nur, oh, die arme Antilope. Niemals, Der arme Mann. Leopard, Kollege. Seine Kinder und nachher. Bro, es Das geht ist ja noch, Natur, es geht ja so Bruder. weit, weißt Das ist Natur. Wenn ich die Antilope rette, stirbt vielleicht am nächsten Tag der Leopard, weil er nichts zum Essen hatte. Weil er auf das Menü Oder die Kinder gewartet von hat. ihm. Ja, Oder und ich keine habe ihm Ahnung. das weggenommen. Darum, ich bin auch voll dafür. Natur einfach so sein lassen. Wir müssen nicht Sachen vermenschlichen, vor allem auch Hunde. Immer so, dass wie Menschen reagieren. Das sind keine Menschen, Kollege. Hunde sind auch immer noch Tiere, weißt du? wie ich meine? Nein, und sie sind ja nur bei Menschen, weil sie ihnen einfach Essen geben und Genau. sie voll geworden sind. Weißt? Genau. Es ist alles, weißt auch Tiere haben auch eine Gewohnheit, Bro. Genau. Es sind ja nicht Tiere, weil wir nicht reden können mit ihnen, heisst ja nicht, dass sie dumm sind. Weißt? Nein, gar nicht. Und zum Teil sind sie ja gescheiter als wir. Ja. Und das ist so, viele Menschen denken eben so, ja, wir haben eine gute Kommunikation untereinander und so, alle anderen, die nicht können reden wie wir, sind dumm, weißt du? Ja, voll. Aber voll nicht eigentlich. Sind voll nicht und es ist ja normal, Bro. Wenn der eine jeden Tag Essen gibt, wo gehst du hin? Fix. Du Dann sogar gehst- jagen. Denkst du, ich komme jetzt... Ich bin ja froh, wenn ich das nicht machen muss, weißt Fix. du? Wenn mir einer Essen gibt von allein, Darum leben auch so viele Typen noch bei ihrer Mutter daheim. ja. Weil Mami Ja. kocht schon, aber Mami kocht und weißt alles. Ja, aber Bro, das... Eben, es ist eine Gewohnheit, Bro. ja. Weißt du? Und an Hunde und so, Katzen, kannst du das alles nicht übel nehmen. Nein, Bro. Hättest du auch gemacht, Bruder. Bro, 100%. Wenn du Hättest mich du auch gemacht. fragst, welches Tier wärst du im nächsten Leben? Ich glaube, ich wäre ein Hund, Bruder, ich sage dir ehrlich. Ein Hund? Sicher, Bro. Aber von einer guten Familie. Ja, das kannst du Oh, nicht so entscheiden, viel Bruder. Blut. Das kannst du nicht entscheiden. Sonst ich hau ab im nächsten Spaziergang und gehe zu einem anderen. Das kannst du nicht entscheiden, Bruder. Nein, ich glaube, also hast du ein Lieblingstier, Mann? Nur eine banale Frage, aber hast du eins? Nein, Bro. Nein, Bro, alle.
Ich finde hure interessante Orcas, Brüder. Die sind, Ja. weißt du, wie intelligent, man. Ja. Also jetzt sind wir in Mauritius. Und der Lia ganz gesehen. Mit der Lia, mit der Frau. Ja. Und dort hat es Wal, Bro. Und ich habe mein ganzes Leben mal einen Wal gesehen, Bro. Ein riesen Ding. Blauwal, die riesen Dinge. Und leider haben wir keinen gesehen. Aber es ist so etwas, was ich unbedingt mal. Bro, das sind hure gescheite Tiere. Weißt du? Extrem, man. Und ja, ist jetzt nicht Lieblingstier, einfach so, ich würde es hure gerne mal sehen, weil eben, du kannst das nirgends sehen. Ja, Du voll. musst da wirklich So den Soga und Wal anschauen. in ihre Natur gehen und das mal von dort abchecken. Das ist eben hure schön, Bro. Und ja, Bro, sonst alle Tiere, ein paar sind hässlich, Bruder. Ekelhaft. So ekelhafte Ekelhafte Tiere, Tiere. aber sie sind da, Bruder, und man sollte sie leben lassen. Ich finde Lieblingstier Orca und Hyänen. Hyänen sind auch speziell. maximale Tiere. Wie lange ist das am Laufen eigentlich? Steht das? Bruder, kann ich schon auf WC? Bruder, ja, aber du kannst schon aufs WC. Ich glaube, wir können auch... Wenn wir eine Pause machen, wenn wir weiter Machen wir eine Pause, komm. Machen wir eine Pause. Eine kleine Pause, nachher geht es weiter mit Loco Dao, Locosinho.